So sieht wohl eine Bilderbuch-Kindheit aus. Für den 6-jährigen Georg aus Solkendorf ist es Alltag. Das hat er seinem Papa zu verdanken. Stefan Tiefel ist Landwirt und führt damit eine langjährige Familientradition fort. Und das, obwohl die Zukunft des Hofs ganz schön lange auf der Kippe stand. Seit dem frühen Morgen ist die ganze Familie auf den Beinen. Ein großer Umzug steht an. Dafür müssen sie den Elektrozaun versetzen, sonst droht ein Putenmassenausbruch. Schon passiert, ja. Des Öfteren. Wir sind da noch in der Lernphase, wie weit wir sie daran lassen dürfen und bis zu welchem Alter. Weil irgendwann sind sie dann zu schwer und können nicht mehr auffliegen. Aber so lange müssen wir darauf einfach achten. Solarputen nennt Stefan Tiefel sein neuestes Projekt. Eine von vielen Ideen, die der Landwirt mutig umsetzt, weil er den Betrieb am Leben halten will und dafür den Herausforderungen unserer Zeit trotzen muss. Seit 200 Jahren ist der Hof im Landkreis Fürth in Familienbesitz. Von Beginn an konzentrieren sich die Tiefels auf die Haltung von Rindern. Stefan steht schon als kleiner Stöpsel im Stall. Mit der traditionellen Anbindehaltung von Milchkühen kann er sich nie richtig anfreunden. Er will alles anders machen. Ist in unserem Bereich mittlerweile einfach schwierig, dass man wirtschaftlich bleibt. Mit so wenig Fläche, mit so wenig Tieren ist es fast unmöglich, einen Betrieb wirtschaftlich zu führen. Und deswegen muss man auch neue Wege gehen und muss sich auch überlegen, wie innovativ kann ich sein, damit ich noch einen Kunden finde, der mein Produkt am Schluss kauft. Ob das jetzt ein Handel ist oder der Privatkunde, darauf muss ich immer Rücksicht nehmen. Und bei uns sind es jetzt halt die Privatkunden. Heute setzt er ganz auf Geflügel, in Freilandhaltung und Bioqualität. Von Rindern hat sich der Landwirt mittlerweile komplett verabschiedet. Die Puten hat er seiner Frau zu verdanken. Meine Frau hat immer nur Putenfleisch zum Grillen gewollt und das im Supermarkt kauft. Und ich habe gesagt, ich tue dir jetzt mal ein paar Puten her, du sollst das mal probieren. Das haben dann Kunden von uns gesehen, die schon Rindfleisch gekauft haben und haben dann uns die ganzen Puten weggekauft. Und dann sind es mehr geworden. Und mittlerweile sind wir bei einer Herdengröße von fast 800 Tieren im Jahr. Und die sind alles andere als einfach zu halten. Wind und Regen mögen sie nämlich gar nicht, brauchen ein Dach über dem Kopf. Seit diesem Jahr sind das Photovoltaikmodule. Mit Puten gibt es das nirgends in der Region. Lange hat der Landwirt nach einem Partner gesucht. Jetzt schaut Betriebsleiter Jonas Schäfer regelmäßig vorbei. Wir befinden uns hier auf einer sehr großen Anlage von 12 Megawatt ungefähr. Und sie produziert im Ende pro Jahr ungefähr 13.600.000 Kilowattstunden. Und das entspricht so ungefähr einer Versorgung von 4.500 Haushalten. Viel Auslauf, gutes Futter und ein schönes Leben. So sollen Stefan Tiefels Tiere aufwachsen, bis er sie selbst schlachtet und vermarktet. Dafür hat die Familie in den kleinen Laden auf dem Hof investiert. Per App lässt sich die Tür jederzeit öffnen und dann einkaufen. Neben eigenem Fleisch und Nudeln vertreiben Tiefels auch Produkte von anderen regionalen Anbietern. Während sie die Vorräte auffüllen, halten die Hunde Zelter und Tostiche Wache auf dem Feld. Denn auch für Füchse, Marder und Greifvögel sind Puten richtige Leckerbissen. Früher fand Stefan Tiefel jeden Morgen eine tote Pute auf dem Gelände. Dank Zelter und Tostiche sind diese Zeiten jetzt vorbei. Und bei den Gänsen sorgen sie für Sicherheit. Die Hütealpakas Jupp und Archie, auch so ein Experiment von Stefan Tiefel. So süß sie aussehen, aus der Hand fressen sie nur dem kleinen Georg. Ansonsten sind sie wahre Wächter. Tierische Eindringlinge haben keine Chance. Also ein Alpaka-Tritt, ich möchte nicht abbekommen, es tut unheimlich weh. Also die sind sehr schnell, das ist wie ein Geschoss, das da von der Seite geflogen kommt. Und gebissen werden möchte ich auch nicht unbedingt von ihnen, also die Zähne sind auch nicht ohne. Für seine ungewöhnlichen Ideen habe man ihn bestimmt schon oft belächelt, sagt Stefan Tiefel. Aber der Erfolg gibt ihm recht. Sein Lebensmotto: immer wieder Neues wagen. Es gibt eine innere Zufriedenheit, wenn man sieht, die Idee, die man hatte, das Risiko, das man auch eingegangen ist, es funktioniert. Also es ist ja so am Schluss immer das Entscheidende für mich als Person, dass meine nächste Generation sagen kann, sie möchte das weiterführen. Das ist nicht nur für mich.
Und dafür stehen die Chancen gut.